so tun, als ob ich es wissen wollte. Willst du wirklich wissen, woher ich komme? Aku berjanji kepada langit dan bumi. Aku tidak akan mengatakan kepada siapapun, termasuk kepada narator ini, dari mana asalmu. Gut, dann werde ich dir erzählen, wo ich herkomme. Wenn du wirklich versprichst, dass du es niemandem weitersagen wirst. Als ich die Klangwellen der Flöte vernahm, begann sich um mich herum das Wasser zu drehen. Streichelte über meinen Körper und hob mich sacht an die Oberfläche. Ich wiegte mich auf den leichten Wogen und spürte die Wärme des strahlenden Sonnenlichts, das ins Wasser drang. Ich schloss die Augen und umso mehr fand der Klang der Flöte einen Widerhall in meinem Körper. Es war bezaubernd. Es war, als zöge mich eine unsichtbare Hand hin zum Flötenspiel. Der Wunsch zu erfahren, woher der Klang kam, wurde übermächtig und ich wollte aus dem Wasser springen. Plötzlich erschien meine Mutter. Sie fragte, wohin ich denn wollte. Und ich antwortete ihr, ich würde dem Klang der Flöte nachgehen wollen. Meine Mutter sagte, ich könne mich dem Klang nicht mit dem Auge, sondern nur mit dem Ohr nähern. Doch du kannst denjenigen treffen, der die Flöte spielt. Wenn das so ist, dann gehe ich, erwiderte ich. Meine Mutter wollte mein Vorhaben unterbinden, doch ich bestand darauf, den Flötenspieler zu treffen. Schließlich gab meine Mutter nach. Mein Kind, es scheint, es ist der Augenblick gekommen, da du gehen musst. So sprach meine Mutter. Um es leichter zu machen, sagte ich, ja, ich weiß nicht, warum ein Wunsch, den Flötenspieler zu treffen, derart mein Herz bewegte. Mein Kind, Königin, dies ist wohl der Augenblick, da du deiner Aufgabe nachkommen wirst. Deine Aufgabe, die Natur, die Erde und das Wasser zu schützen. So sprach meine Mutter. Dann ließ sie mich gehen und ich akzeptierte meine Pflicht, indem ich ohne weitere Fragen meine Arme in Ehrerbietung verschränkte. Meine Mutter forderte mich auf, den Köder an der Angel zu schlucken und sprach, wenn du dies gegessen hast, wirst du zunächst Schmerzen leiden, doch dann wirst du den Flötenspieler treffen. Mutter! Wie das so ist mit den Männern, erst schwören sie bei Himmel und Erde, dass sie niemandem sagen, woher sie kommt, und dann verliebt er sich auch noch in sie. Der Klang der Flöte betörte das Herz der Fischfrau und vertrieb ihren Wunsch, in ihre Heimat zurückzukehren. Samuel verliebte sich, obwohl er sich immer wieder fragte, wie es möglich war, dass sich ein Fisch in einen Menschen verwandelt. Aber ganz offensichtlich stand vor ihm eine Frau. Tapi di hadapannya Zart, nyata seorang aber auch entschlossen. Und
Schließlich sagte Samosi, er wünsche sie zu heiraten. Kami tegas kata-katanya. Dia mengutarakan isi hatinya untuk mengawini perempuan itu. In der Gesellschaft der Batak wird die Harmonie, das Gleichgewicht des gemeinschaftlichen Lebens durch Hidayah Natulu reguliert.